eigentlich halb auf Solf stehen. Auf Solf stehen. Es sind 3 Höfe drin. Und die Nachbarn waren auch 3 Buben. Und wir 2 Mädchen und ein Bub. Dann sind wir morgen früh, haben die Mama geweckt. Und haben einen Palentenriebel und einen Kakao gemacht. Und dann haben wir die socken. Und im Herbst, im Oktober, haben die Hirsche, haben wir viele Hirsche gehabt. Brüllen wie die Verrückten. Aber wir sind so gewohnt, wir haben dem keine Acht mehr gegeben. Dann sind wir daher in die Schule. Und wenn wir früh genug waren, dann haben wir dann da in diesen Felsen Waldschreiter. Also, ich sage eine Spinne, das sind da die Waldschreiter. Und die Zimmermänner haben wir einen ganzen Skernutz voll zusammengelesen. Und nachher im Schulzimmer ausgeleert. Aber dann hat es halt ein paar Weiber oder Mädchen, die laut schreien gelassen haben. Und wir haben es nicht verraten. Jetzt kann man mit dem Auto ein, da hätte man nicht können. Da hat man nur mit grossen Wagen ein. Oder so. Also, ja. Und in der Unterweisung haben wir alle 14 Tage Schierschab. Und alle 14 Tage ist der Pfarrer hergekommen. Ich wollte Schreinerin lernen, weil ich gerne geschreinert habe. Der hat auch den Sommer gebastelt. Und dann hat er gesagt, ja, Jesus, nein, das Weiberwohl lernt nicht Schreiner. Also, ich muss verdienen. Und der Bruder, der kann eine Lehre machen. Und der ist da zur Post. Und die Schwestern, die wir mussten verdienen. Und kaum ist der Monat um, hat man angerufen, schickst du die Truppe, hat man daheim helfen müssen. Das war selbstverständlich. Ja. Aber wir haben es gleich unheimlich lustig gehabt. Hier im Schweizer Tor war halt viel Tanz. Und da haben wir es halt hübsch gehabt. Und wir sind von Solf bis Gestalls Tanz und gesamte Tönchen. Dieser Strecke durch das Uniwald ein und über den Schiel. Also es ist noch ein Stück Holz durch den Wald. Die Halbschuhe haben wir im Rucksack gehabt. Und dann hat es dann einmal eine ganze Nacht geregnet und wir waren auf dem Tanz unten am Platz. Nichts gemerkt und da die Zwillingsbrüder da, die von Schülhausen, gesagt, so lassen sie nicht gehen, haben Stechen gegeben, dann sind wir aufs Heu aufgelegt. Ja, das war hübsch. Und dann, der Bruder und ich mussten am Frühling, vor das Fee zu Alp ist, wir hatten den Mais aus den Dunen, aus den Rüten. Und dort mussten wir mit dem Fee vor das Alp hüten. Und haben noch keine Zäune, gar nichts, elektrisch, nichts. Dann haben wir den Tunnel, haben wir beide gehört und die Schwester, die hat nie wollen, sie hat nicht so, das Fee nicht so gerne gehabt. Aber wie gesagt, wir haben es noch hübsch gehabt und alle den Teufel angestellt. Aber niemand hat was kaputt gemacht, aber selber. Dass der Tratti sich am Maul haben müssen. Wir sind einfach von der 1. bis zur 9. Klasse hier in der Schule. 7 angefangen und mit 16 konfirmiert gekommen, das Holdepatent bekommen. Und wir, ja, also die 2 Ältesten, sie sind dann ab. Da hat es die Sekundarschule vergeben. Das sind die Abend in Stunden bei Verwandten. Und sonst sind eigentlich alle da in der Schule. Nein, aber vom Oktober bis April. Und daneben mussten wir halt daheim helfen. Und wir, also die Mädchen mussten verdienen. Für 80 oder 100 Franken im Monat. Und nicht wie es heute haben, einen Tag frei oder Stunden frei. Das ist durchgehend gegangen, einfach Sonntag warte vor. Ja, aber ich bin eigentlich überall gerne. Ich hatte es eigentlich halb lustig, trotz der Arbeit. Viel Arbeit. Und dann haben wir beide heiraten. Ja.
heiraten müssen, besser gesagt. Und nachher 5 Kinder haben wir gehabt. Eins hatte ich als ledig gehabt, von einem Tiroler. Und nachher haben wir 4, noch 4 gehabt. Und streng haben wir gehabt. Beide zusammen überhaupt nichts gehabt. Und haben streng gehabt, Tag und Nacht gearbeitet. Aber geholfen hat nicht. Geholfen hat nicht niemand. Nein. Zuerst haben wir keine Maschine gehabt, alles von Hand, gemätet, auf dem Rücken heimgetreten. Aber es ist allweg vorwärts gegangen. Dann haben sie mir übergeben, an die ältesten Töchter, wenn wir nichts mehr bekommen haben vom Bund. Und sind 10 Jahre noch zu alt. Und das war hübsch. Da auf dem Berg Donner 6 und 4 im Alpli rein. Das war hübsch. Auch an Sätzli weit laufen müssen. Nein, er hatte Freunde und ich auch Freunde. Weißt du, so, nachher sind wir dann wieder da zusammengekommen, irgendwo, um Tanz oder was weiß ich was. Ja, nun hat es das so ergeben. Ja, kein Quadrazin gekommen. Wir sind halt, wie soll ich sagen, bergverbunden gewesen, einfach. Ich bin wenn wir nicht heuer haben müssen, am Sonntag habe ich alle Gofen zusammengepackt und bin zum Berg bis zum Lündersee und da den Alpen nahe. Und die gehen heute noch alle gerne. Alle gehen gerne ins Berg und gehen Ski fahren. Wir haben eigentlich auch nichts anderes gekannt. Weißt du, da der Fußball und weiss der Teufel, was das Zeug haben wir nicht kennt. Ich habe noch etliches Mal gesagt, das sage ich auch jetzt, wenn es aufs Mikrofon. Es gibt nichts dümmeres als ein Mensch, das ist jedes Tier gescheiter. Nein, was heute läuft, das ist katastrophal. Nein, wir haben es hier wie im Paradies. Sicher, auf Schulter. Kein Verkehr, nichts. Niemand streiten. Oder wenn sie noch streiten, dann hört man es nicht. Langaus ist nur er auf die Jagd. Dann musste ich das Vieh besorgen. Die Zeit. Das sind halt alles von Alp gekommen, um diese Zeit im September. Und dann habe ich einmal gesagt, so und Schluss, jetzt gehe ich auch, mache auch die Jagdprüfung. Und die Jagdprüfung, schiessen konnte ich sowieso einfach können. Habe ich die Jagdprüfung gemacht und dann auch bestanden. Und dann bin ich halt auch auf die Jagd. Also an der Prüfung war eine einzige Frau, aber auch von einer älteren Chatterer. Die, ja, nein. Und das war noch hübsch, weißt du. Da ist man dann da am Abend alle zusammengekommen, die Jäger. Und die Diskussionen, die waren. Der eine oder andere hätte halt noch was verheimlicht. Hat man es dann halt so hintenum gemetzelt. Verraten hat einem tut's mal überhaupt niemand, weil es jeder hat's gemacht, jeder. Weißt du, sie einmal schiessest und hast gedacht, das ist doch eine Kuh und das war das halb, das gross. Ja, da hat man das doch nicht liegen gelassen, das flotte Fleisch. Ha? Nein, da hat man geschaut, dass man da irgendwie zu Hause gekommen ist. Ich bin dann eigentlich so mit der. Einmal haben wir auch den Eis gehabt und geräucht. Wir kamen dann auf Solfsch. Und dann ist der Wildhüter gekommen und gefragt, ob er hier übernachten darf. Dann habe ich gesagt, selbstverständlich. Dann habe ich am Abend eine gute Suppe aufgetischt. Ich habe gesagt, eine gute Suppe habe ich so lange nicht mehr gehabt, diese geräuchten. Dann hat er mir morgen noch 15 Franken gegeben. Aber er hat nicht gefragt, ich glaube, er hätte es vielleicht gar nicht, dass nicht das erlaubt war. Also, mir war das gleich. Ich bin überhaupt frech, unheimlich frech, also ungeschnürt. Weißt du, wenn uns was fehlt, wir können da und anrufen. Und für uns ist natürlich irrsinnig, dass wir gerade den Doktor da in der Nähe haben. Dem musste ich auch schon mehr anrufen. Mitten in der Nacht und dann ist er gekommen. Das ist natürlich auch herrlich. Weißt du, ist das wie eine Beruhigung.
Ja, da ist die Mama an der Ostern her zur Kirche. Und dann haben sie gesagt, die dann aber nichts Dummes anstellen. Ja, das hat halt ein bisschen mal letzter gesagt. Und danach haben sie gesagt, hey, was tun wir? Und danach ist nicht Sinn gekommen, dass wir noch einen Haufen Farbe haben von Ostern, weißt du, von aller Sorten. Und danach sind wir redig geworden. Er ist dann oben ins Hänenferry, ist dann einer nachgelaufen und schon gepackt und durch. Und dann hat er schon gehabt und ich habe schon eingefärbt, dann haben wir schon wieder ab. Und so, bis wir alle hatten. Und wir haben natürlich den Buckel voll gelacht. Und nachher am Abend hat gemault und die Mama hat die Hände geworfen, die legen garantiert keine Eier mehr. Aber ja, wenn es dann regnet, aber weißt, die Hähne gehen da 100, wenn es regnet, die warten doch nicht aus, bis es regnet. Ja, der Blödsinn ist nicht halbwegs hingekommen. Ja, dann aber da sind wir geheiratet. Und dann ist der Adler ins Hänenferry zu den Hähnen. Ah ja, ich habe sofort gesehen, dass es ein Adler ist. Da bin ich einfach grösser. Und danach habe ich gedacht, ja, was werden wir jetzt noch? Und bin in der Kasten um das Gewehr und auf dem Fenster sind wir eine Tasche durch da. Da hat er auch nicht mehr viel gemacht. Und dann bin ich durch und habe ausgeweidet und habe das einwendige Zeug weg und habe mit Salz und Pfeffer eingerieben. Und danach habe ich aufgenagelt über oben auf dem grossen Gang. Überall, dass die Flügel flott auseinander sind. So. Ja. Und dann haben die Gehöfte gefragt, was das ist. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist ein Vögel. Aber sie haben schon gewusst, was es ist. Und der Adler da unten. Alle Breite, bis er durch war. Die hübschen Federn können rausrupfen. Noch ein hübscher Vogel. Er hat mich gar nicht gerufen. Also Wölfe haben wir eigentlich nie gesehen. Hier. Ich könnte mich nicht erinnern. Aber wenn einer käme, dann hätte ich dann noch am Boden drin. Dann wäre ich ganz sicher, dann schuss ich noch den. Oben an der Treppe. Aber was hätte ich ganz sicher zweimal schiessen. Nicht nur einmal mit dem Stutzer. Die Polizei käme dann schon, wäre mir der Wurst, käme dann schon mich auswandern und vielleicht müsste ich dann auch noch ins Gefängnis 2-3 Tage. Dort haben sie ein besseres Essen, als wir daheim sind. Das wäre mir doch präzise gleich, als alte Schachtel oder 2-3 Tage. Ja, das gebe ich recht an Aufruhr. Jetzt haben sie noch die 92-Jährige eingespielt. Weißt du, die wollen dann einfach wissen, wie es früher war. Ja. Und das kann ich dann eigentlich gewusst erzählen. Wie es war, einfach früher. Ja, jetzt erzähle ich einfach, wie wir noch zur Schule sind, weißt du. Und wir sind da noch am Abgehofen. Wirklich. Meine Enkelin, die hat das Büchlein, ich habe halt alles aufgeschrieben. Weißt du, was ich verkauft habe, wie ich jetzt hier mit dem Schnitzler verkauft habe. Und ich habe auch Kurs gegeben. Überall. Und dann hatte ich einen Hab gehabt. Meistens sind es aber 10, 12 Personen, aber auch alles eigentlich ältere Leute. Wir haben es halbwegs lustig gehabt. Also 10 Tage habe ich dann einen Kurs gegeben. Und dann habe ich am Markt, Seeweser Markt und das Kloster ist überall dann verkauft, das geschnitzte Zeug. Aber am Holz bin ich halt gleich halbig. Weißt, und dann hat Paul Ackerle, habe ich dann von dem Holz bekommen. Gratis. Und dann habe ich angefangen zu schnitzen. Stehende Figuren, aber Stühle und allerlei. Und Schreiner habe ich halbig im Grin gehabt. Ja, zu Kundl bin ich. Ja. Gell, Schnitzkurs nicht, weißt du? Das habe ich fast vergessen. Ja. 3-4 Mal den Winter hatte ich Zeit gehabt. Bin ich eine ganze Woche dort zu Kundl in einem Schnitzkurs. Und da sind dann ein ganzer Hab. Ja, eigentlich waren es alle aus der Schule, wo ich einen Schnitzkurs gegeben habe.
oder auch genug haben, weißt du. Dann sind wir ein paar Bekannte, sind wir dann aus. Ins Kundel, in dieser Schnitzkurs nicht. Und dann habe ich ein Hufenmesser gebraucht. Den hätte ich aber da oben noch, wenn es wäre schnitzen wollte, hätte ich noch. Das Männchen da, oder da der Hirsch. Ja. Ja, aber wie gesagt, und da die Alpforten, deren habe ich viel gemacht und verkauft, Alpforten. Die sind dann auch recht gut gegangen. Und dort oben habe ich noch ein Ross, ein Holzfuhr. Und der Esel auch noch mit einer Fuhr. Und einzelne Gams, weißt du, so einzelne Gams habe ich auch viel geschnitzelt. So. Und ja, verkauft und verschenkt. Den Enkel haben sie viel verschenkt. Was brauchst du? Kühe habe ich auch viel gemacht. Da hast, weißt du, was du da gefertigt hast? Der Stier. Eine Kuh hat es da oben auch noch. Da will ich sie noch an Uter hätte die. Wunderbar, die habe ich dann schon alle aus dem Kopf gemacht, weißt du. Die kannst du nicht zeichnen oder wo. Da einfach so, wie es im Grin hatte. Ja. Aber spät angefangen, unheimlich spät. Aber nachher bin ich dann schon drauf. Ja. Weißt du, den Winter bis nach Mitternacht bin ich in der Bude drin. Aber weißt du, da sind wir noch drinnen gehauset, nicht da. Wir sind da eigentlich noch gar nicht so lang. Vielleicht 10 Jahre, aber hoffentlich. He? Und wir hatten vorher drinnen die Bauern gehabt. Dann Löcher drinnen. Und dort hatte ich dann einen Werkstock gehabt. Und habe dort dann auch geschnitzt. Dem kannst du eigentlich sagen, einen Streifen. Ich habe es einfach gemerkt, am Morgen, dass ich nicht mehr gut sehe. Und da bin ich zum Doktor, oder ist mit mir abgefahren. Jetzt habe ich auch kein Holz mehr. Nicht mehr. Aber. Das ist nur noch ein Messer. Ich noch einen Haufen Messer. Ja. Und heute, weißt du, die Jungen, die Buben, die haben nur noch die Nattel da, die verrückt. Die tun nur noch mit diesen Nattel umfechten. Das ist so Handarbeit. Ich kenne mal kein einziges von den Enkeln, der Interesse hat. Dann geht es ganz sicher verloren. Also müsste etwas ganz Extras passieren auf der Welt. Und sonst geht das zurück. Redest du nur. Und denk, vielleicht ist dann der Kasten das Mal nicht mehr wert. 10 Scheiten, fertig. Ja, also das muss ich sagen, das tut mich einfach unheimlich traurig. Das ist nicht mehr Wind, weißt du, nicht mehr Handarbeit. Weißt du, überhaupt, heute haben sie halt viel mehr sportlich auch noch. Weißt du, einmal die Enkel da zu Grüsch, da für Petra. Die haben da in den Fußball drin. Und Nattel natürlich, das ist wichtig. Ja, weißt du, wir haben den Winter nur Ski gefahren. Nur. Alles ist da Ski gefahren. Wir haben hier vom Schulhaus, da ist nebendran, weißt du, ist das Schulzimmer. Und da haben wir eine grosse Piste gehabt. Wunderbare Piste gehabt. Und wenn der Lehrer da gepfiffen hat, sind wir erst noch über die Säcke gehabt. Dann haben wir dann halt noch ein bisschen länger gehabt. Einmal haben wir einen Lehrer gehabt, das war dann unheimlich ein Leben. Der hat am liebsten hier auf Schule. Der ist dann natürlich bis am Morgen bei der gelegen. Und dann haben wir ihn dann wecken. Dann haben wir dann gerufen, Schörschli, aufstehen. Dann hatte er den Holzchen gehabt. Dann haben wir die noch versteckt. Ist es ja 9 Uhr gekommen, bis wir angefangen haben. Aber sagen, hat er halt nicht viel dürfen, weil er selber die Schule war. Und einen haben wir einen Schuh eingehoben. Wow. Ein ungefrauter Hund, der hat uns auf den Grin gegeben. Mit dem Lineal oder wie es mir zu gekommen ist. Weißt du, wenn es nicht präzise war, direkt hat er nicht mit dem Lineal eins geputzt. Dann so da wieder, oder in die Stirn. Und dann mein Bruder war ein kleiner Zopfer in der 1., 2. Klasse. Und der Wandtafel soll eine Rechnung. Da hat er jedes Mal gepackt im Knick und eine Tasche an die Wandtafel. Hätte er natürlich eine längere weniger können.
Dann hat er das Mal den Bruder brunzelt. Von Schreck wegen. Ja. Das Also dürfen das- sie heute nicht mehr machen. Hey. Ja. Aber ist auch gleich. Ja, ja einer wie ein Neger, brandschwarze Röllchen hat er gehabt. Das weiss ich noch präzise, der graue Keilhose hat er auch gehabt. Ja, wenn es so wäre, wie es da war, sofort. Also wir haben halt, wir haben nicht so viel Rappen, wenn wir 5 Lieber hatten, um da zu tanzen, ist dann alles beieinander. Ein Wasserli hat es gegeben, und geraucht haben wir nicht. Und dann war das wunderbar gewesen. Und wenn man Chance hatte, hat man einen Tänzer bekommen. Und dann der Tänzer hat einem dann ein Wasserli gezahlt. Das war ja viel hübscher als heute. Heute gibt es überhaupt keinen Tanz mehr. Marco hat dann einmal noch eine lustige Gesellschaft, gell? Da haben wir es dann auch lustig. Nichts mehr hättest du erst jetzt alle Jahre ein Waldfest gegeben. Oder vielleicht auch mehr, ich weiss. Musikfest auch noch. Und das ist natürlich, ich denke, wenn wir da ein paar Mädchen miteinander oder die Christen ab, natürlich zu Fuß ab sind und über den Platz durch haben wir in der Brauerei schon gehört, Musik. Da hat es uns dann recht pressiert. Sicher. Und dann, einmal an der Fasnacht, hat da 2, 3 schauen, wie das sei in der Fasnacht. Ja, ich denke, es hat um keinen einzigen hat mir gefallen. Da sind wir die ganze Bagage, wir sind sicher gegen die Zeche gewesen. Früher hat es da viel mehr Bauern gehabt. Sind wir alle wieder die Christen nachher und gelacht und gelacht. Nein, die Fasnacht hat uns gar nichts gesagt. Ja. Wir sind jetzt noch 30, 32 Personen. Ja. Und Aber das dann mehr auch ältere irgendwann- Leute als junge, weisst. Und ich weiß nicht. Markus sagt mir die Leithofer schon, ich bin die Älteste, weisst. Aber folgen tut mir niemand. Weisst, das habe ich einmal. Ist einmal einer auf einem Velo gekommen, da unten, wo ich gehockt bin. Und da ist er für mich gestanden. Und allein hat er gemerkt, das ist der Deutsche. Und da habe ich gesagt, sag mal, was bist du überhaupt für einer? Und da hat er gesagt, ja, er sei der Pfarrer von Vanas. Da habe ich gesagt, das ob sie mir präzise gleich, ob Doktor oder Pfarrer. Komm daher, hocken neben mir. Und da haben wir irrsinnig das Gespräch miteinander. Und zugleich war der auf Vanas, meine Schwester auch dort drin. Und danach habe ich aber gesagt, ich sei die Leithofer da. Und da hat er lachen mögen. Danach hat der Dunkelöri das dann in der Predigt. Zanali geht der viel zur Kirche, die Schwester. Hat er das gesagt, Leithofer Schule. Dann hat es sofort nach der Predigt angerufen. Jesus, hast du jetzt geschämt? Ich sagte, das musst du wegen mir gar nichts schämen. Das ist mir doch präzise gelegen. Nein, jetzt denkt der allmächtige Trost. Einer hat es da im Sinn, die Bauern übernehmen, der Thomas. Ja, aber ja, hier das was studiert, ich weiß nicht was. Aber ob denn die da bleiben. Es ist halt mit der Schule wohl, mit der Schule ist glaube ich noch ganz gut eingerichtet, gell? Das erste Auto käme schon in die Schule, weißt? Aber sonst, wir sind halt der ganze Tag gewesen. Und da haben wir, ist da im Schweizer Tor, der Luzi hat dann auch noch nachher ein kleines Lädeli hat er dann noch. Aber zuerst hat man alles Geschirr schon abgetragen. Mit dem Esel. Jetzt ist eigentlich alles kaputt. Eine alte Frau, die hat aber gesagt, könnt schauen, das gibt mit den Jahren gibt das alles Ferienhäuser. Das könnte vielleicht auch sein. Und an Alp hättest du gesagt, weißt du, was jetzt, wie jetzt bei uns, denen, wo ich ja war, aufgewachsen bin, das sind alles nur noch, das sind alles Bussereiner Alp. Alles. Da läuft nur noch Vieh. Da kommt nichts mehr gehört.
Und das sind wunderhübsche Wiesen, also wirklich hübsche Wiesen. Weißt du, nicht stutzige. Ja. Sicher, ich habe ja nichts davon. Was will ich da den Grinser setzen wegen denen? Es kommt doch nicht anders. Ich mag da nicht noch in den letzten Jahren, oder wenn ich überhaupt Jahre habe, noch so Sommer studieren und den Weg. Ja. Ich habe davor, was ist das, hat das 7 Jahre oder 6 Jahre, seit ich die Herzoperation hatte. Da habe ich, ja, hat mir Erde gesehen aufgehen und dann habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss, es meldet mich an im Kantonsspital. Ich muss das unbedingt machen lassen. Und dann haben sie mir da alles offen gesagt, haben sie. Und ja, jetzt habe ich von einem Schwein also eine Klappe drin, wo man hotsch. Darum ein Rüchli drin sehr. Nachher bin ich im Kantonsspital Zürich und nachher gesehen, wie sie drehen. Bin ich dann noch eine Weile. Und da, nach einer Woche hat der Doktor gesagt, als ich aufs Büro kam, ja, Sie eigentlich entlassen. Und da habe ich gesagt, das bekommen wir noch. Wahrscheinlich wohl. Wir haben die Krankenkasse alle selber zahlen. Und jetzt bleibe ich da, das sind meine ersten Ferien. Da hat er nur so gelächelt und das was geschrieben und gesagt, ja, es ist gut. Dann konnte ich noch einmal 2 Wochen bleiben. Ich hatte es irrsinnig dort. Ja. Und Markus hat es da mit Hitti ausgehalten, gell? Gewohnt nicht. Also ich bin halt da. Er will auch nie mehr hin. Bei weitem Weg nicht so. Vorher gehen sie draußen rein, vor sie mit einem Flüger so. Mit dem Helikopter haben wir schon auch müssen. Weißt du, so auf der Alp zeigen, wo das Tier liegt. Und dann haben sie einem abgeladen dort. Dann hat man dann wieder zu Fuß heim können. Nein, wirklich. Aber wohl zur Alp gehe ich. Wenn ich möchte, also, das wäre mir das Erste wieder zur Alp. Das hat mir gefallen. Und bei Haut und Leid am Wetter, das war mir gleich, ob es geschifft hat oder gehagelt oder was. Ja, mal bin ich eingeladen. Auf eine Schifffahrt. Ja. Ach, wie heisst es dort? Holland, gell? In Holland. Ja, hat mich eine Frau eingeladen und ein paar andere Weiber. Eine ganze Woche auf einem Schiff. Ja, hat man eigentlich auch. Ja, es war einmal eine Abwechslung. Man hat Beere recht genug gehabt, wenn man den Wein hatte, und Schwimmen recht genug. Vermissen. Ja. Hütig. Das Gewehr. Die Jagd. Ja, das Gewehr muss man nach Hause nehmen. Dann zeigen, welches Gewehr es mir gehört. Oh, das ist der Zünscher Waffenkasten. Seht ihr jetzt hier? Die Gewehre, hat noch einen Haufen Gewehr, das wir hier noch haben. Eins hübscher als das andere. Und ich wüsste fast nicht, welches das ich hier am liebsten habe. Alle schiessen gut. Könnten ja mal einen brennenden austun hier zum Fenster. He? Das ist der Flinte hier. Das ist der Zettelstrutzer. Und das ist das Flobert. Mit dem trifft man dann auch noch gut. Hey. Ja, ist es nochmal. Und das tun wir auch rein. Und meins finde ich gerne nicht mehr. Also jetzt, also nicht zum Sagen, hey, 3 Wochen lang mit dem rumlaufen, dem schweren Kloben. Sicher. Und jetzt, das tut mir ein außergewöhnlich schweres Gewehr. Das ist doch hübsch. 3 Wochen lang mit dem Gewehr. Ja, ich habe erst mit, was bin ich?
ja, 45, als ich die Jagdprüfung gemacht habe. Aber nachher bin ich halt schon noch einen Haufen Jahre gegangen. Die Geister habe ich auch geschossen. Aber nein, auf der Jagd ist es einfach irrsinnig hübsch. Weißt du, wenn du noch kannst, auf einen Säck auf und irgendwie spiegeln, dann siehst du andere Jäger und siehst, was sie tun, ob sie so verheimlichen oder nicht verheimlichen. Dann hast du halt nichts dürfen sagen. Nein, es ist... gehe ich halt gerne auf der Jagd. Wenn ich so könnte, gehe ich heute noch. Aber ich sehe nichts und laufen kann ich nicht mehr. Kann auch nicht mehr. Und da mache ich neu ein Schätzchen weg, da hat mir Markus eine Spritze gemacht. Hat es wieder gegutet, gell? Da bist du noch raffin, wenn man einen Doktor daneben hat. Wegen jedem Scheiße schaut man mal. Es ist einfach eine Art heimeliger, weißt du, wenn du, wie wettest dass du da engagierst, es will mal anrufen, bis man drinnen wäre. Ja. Nachher kehrst du über die Brücke, tut er nie mehr weh. Nein. Ja, zurück sollen sie, nicht nur für das neue Zeug da, sollen wieder mal von Handarbeiten machen, weißt du? Sicher. Wenn einer heute sagt, er sei Schreiner, dann blühe ich gerade auf, dann denke ich, oh, wenigstens hat er eine Handarbeit, weißt du? Nicht nur alles mit dem Grind, so. Ich habe einfach mit ein paar bei ihm auf der Post so diskutiert und da war einer nur mit den Büchern. Und da habe ich zu ihm gesagt, aber ich weiss hundertprozentig, dass du im Wald und die Beere und die Studien und alles nichts weisst, ganz sicher nichts. Ja, da geben wir mir Beifall. Das ist wahr. Er kenne alles aus den Büchern. Ja. Aber das nützt dann auch nichts. Ha? Ach, ich weiss es nicht. Ich bin halt der teure, blöde Kuh. Die Leitkuh. Ja, ich meine einfach, es geht viel zu viel für sie, weißt du so. Viel zu viel. Ich meine, das ist für vieles brauchen sie es und für vieles auch nicht. Sagen, haben sie nichts, sie dürfen ja hoffentlich mehr. Weißt du, da schon nicht mehr früher, wenn sie da im Schweizer Tor gestritten haben sie einander auf den Ring gegeben. Da ist doch keine Polizei gekommen. Niemand. Da haben sie es selber ausgemacht. Hast schon Rahmen am Ring gehabt. Aber zum eine Art der Polizei, das wäre niemand im Sinn gekommen. Sicher. Nein. Dann hätte er halt das nächste Mal mal abpassen und den Sport zu Viertel geben. Ja, weißt du, das ist auch in den Alpen drin, wenn sie da mal hintereinander gekommen sind, die Knechte. Dann haben sie halt einander den Ring gegeben, aber mit der Polizei ist doch niemand. Ja, wir sind hier von Grabshof, haben wir hier die alte Post gekauft und haben hier angefangen zu renovieren. Da waren wir Nachbarn. Wir haben in der Nebenwohnung gehauset und das Lieseli und der Hitti sind da. Wir haben eigentlich Wand an Wand geschlafen. Und so haben wir... Wenn er geschnarrt hat, habe ich den geschmeckt. Und so, weil wir unter dem gleichen Dach gehauset haben, haben wir uns natürlich auch kennengelernt. Und immer mehr kennengelernt, natürlich dann auch durch den Gastbetrieb, den wir die Schuders hier oben haben, sind sie eigentlich viel dann bei uns in der Gaststube und haben erzählt. Und da habe ich auch sehr, sehr viel erfahren aus dem Leben vom Lieseli. Und das Lieseli hat mich enorm beeindruckt. Einfach, wie sie da aufgewachsen ist. Das einfache Leben, das sie gelebt hat, schon als Kind. Einfach aufgewachsen, sehr naturverbunden aufgewachsen. Sie hat immer irgendetwas im Kopf gehabt, war sehr kreativ gewesen. Schon als Kind hat sie immer etwas angerissen. Auf dem Schulweg war sie auch die Leitkuh von dieser Gruppe, die hierher zur Schule ist. Und hat auch immer wieder irgendeinen Streich im Kopf gehabt, den sie spielen konnte. Und alle diese Geschichten aus dieser Zeit, die haben mich unheimlich fasziniert. Das Lieseli hat aber auch ganz, ganz schwere Zeiten durchgemacht, weil 2 von ihren 5 Kindern sind eigentlich recht früh verstorben. Also sie hat als Mutter erleben, wie sie
wie 2 von ihren Kindern vor ihr gestorben sind. Und sie hat den Humor nicht verloren. Und das hat mich so beeindruckt, wie sie, wahrscheinlich hat sie die Natur einfach auch so geprägt und das einfache Leben, dass sie das eigentlich ganz gut verkraftet hat und einfach weitergelebt hat und immer eine positive Einstellung hat zum Leben. Bis auf den heutigen Tag, auch durch Schwierigkeiten durch. Und eben ihren Humor, das ist schon etwas ganz, ganz Gewaltiges. Und was mich auch beeindruckt hat, wie einfach sie gelebt haben. Sie haben ja dort mal, wo sie angefangen haben, die Bauern noch keine Direktzahlungen bekommen, sondern sie haben eigentlich können so 3 Rinder aufziehen pro Jahr, die sie dann auf dem Markt haben können verkaufen und haben dann so 10'000 Franken gelöst. Und mit diesen 10'000 Franken hat die 7-köpfige oder 8-köpfige Familie ein Jahr überlebt. Und eigentlich dank dem Lieseli, weil sie so viel einfach selber gemacht hat. Sie hat selber genäht, Kleider genäht, sie hat gelismet, sie hat Garten gehabt, sie ist weitgehend Selbstversorger. Und das beeindruckt mich, wie sie mit ganz einfachen Mitteln einfach überlebt haben. Und das ist für mich ein Beispiel. Und ich selber bin eigentlich auch dieser Auffassung. Also ich bin ja pensionierter Arzt, aber ich bin froh, habe jetzt da noch eine Aufgabe mit dem Gasthof und als Bergdoktor und als Spitex jetzt für das Lieseli und den Hitti. Und das hält einem auch immer wieder jung. Ja, und was auch beeindruckend war, Schuders war die letzte Gemeinde in der Schweiz, die es elektrisch bekommen hat. Erst im 1975. Und bis dahin haben die Frauen die Wäsche im Brunnen mit den Wäschbrettern gewaschen. Einfach auch das ganz Einfache. Und einfach vom Morgen früh bis abends spät war sie dran. Und sie ist nicht verbittert, sondern sie ist alt geworden. Sie ist im Kopf noch sehr beweglich für 92 und weiss vieles zu erzählen. Und so, die erste Aktion habe ich sie dann gesehen, da rauflaufen, den Kirchweg auf, und dann ist sie etwa 10-mal stehen geblieben. Dann dachte ich, was stimmt da nicht? Ich muss ja schnaufen wie ein dämpfiges Ross. Und dann habe ich dann einmal gesagt, du, darf ich mal das Stethoskop mitnehmen, darf ich dir mal das Herz abblasen? Und dann hat sie gesagt, ja, gerne, das kannst du gerne. Und dann habe ich das Herz abgeblasen und dann habe ich gesagt, hey Lieseli, du hast eine schwere Herzklappenverengung, da müssen wir etwas unternehmen. Und dann hat sie zuerst nichts wissen und dann ist sie mit dem Hitti auf die Almei raus. Und weil die Herzklappe so eng war, dass zu wenig Blut im Kopf ist, hat sie dann eine Blutlehre gehabt, ist dort zusammengebrochen, ist eine halbe Stunde dort einfach liegen geblieben. Der Hitti, der Ehemann, ist einfach hat nicht Hilfe geholt, ist neben ihr gehöckelt und gewartet, bis sie wieder gekommen ist. Und dann sind sie wieder heimgetäppelt. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist es definitiv fertig, jetzt müssen wir jetzt was unternehmen. Und dann habe ich das Ganze ins Rollen gebracht und es ist dann eben das, was sie auch erzählt hat. In Zürich dann operiert worden. Und ich denke schon, dank dem sitzen wir jetzt hier noch nebeneinander, weil sie eine neue Herzklappe bekommen hat. Sonst hätte das Herz, das enorm stark war, das nicht auf die Länge ausgehalten. So sind wir jetzt halt immer mehr auch zusammengewachsen. Wir sind da ja, eine kleine Familie. Ja, Sie haben stehen sind, gell? Ja, sie geniessen natürlich jetzt unheimlich durchkommen auf die alte Post, an den Stammtisch sitzen und dort hocken immer auch Leute. Und sie hat immer etwas zu erzählen aus alten Zeiten oder aus ihrem Leben. Und das fasziniert sehr, sehr viele Leute. Und viele Leute kommen wieder wegen ihrem Humor, weil sie sich auch gut zulassen, aber macht dann so ganz träfe Sprüche zwischendrin oder so. Einfach, wo die Leute so finden, das ist sensationell. Und sie haben es ja wirklich auch gut. Also sie kommen häufig ungeschoren wieder weg. Also, dass die Leute ihnen dann eben den Kaffee offerieren oder das Bier oder die Klasse oder so. Wenn wir gratis ja, sie sind häufig gratis bei uns. Und das ist auch ein ihr zu verdanken und ihren Geschichten. Weil es ist sehr viel Gutwill da von den Leuten. Und wenn sie aus ihrem Leben hören, denken sie, ja, die haben wirklich hart durch müssen. Jetzt tun wir denen so eine Runde zahlen. Aber ich habe unheimlich gerne Theater gespielt. Ja. Und ich
Vielmal, es hat dann eine gekommen, habe ich ja x was gesagt. Und dann hat sie gesagt, aber das sagst du mir denn nicht. Und genau das habe ich dann gesagt. Und wegen dem haben sie auch am meisten gelacht. Weißt du, was eigentlich gar nicht reingehört, habe ich jetzt mal was. Ja, ich habe halt verrückt, gell. Und ich weiß nicht, ob ich mir das Wert so nachher schlägt. Ich wusste kein einziges von denen. Von meinen Kindern. Wüsste niemand. Also da hörst du einfach so, der Name Leitkuh, der kommt nicht einfach umsonst. Sie ist auch beim Theater ist sie natürlich immer die Leitkuh gewesen. Und sie hat die Initiative ergriffen, sie hat den Karren gerissen. Und es gibt ja da in Schuders oben den Brauch, am 1. Januar gehen die Frauen von Schuders von Haus zu Haus, die Männer müssen daheim sein und es was richten zu essen. Und dann jedes Haus macht sein eigenes Röteli und dann gehen die Frauen rund von Haus zu Haus und wünschen das gute neue Jahr. Ja. Und dort ist sie eben auch immer zuvorderst vorne dabei und macht jetzt als 92-Jährige noch mit mit dem Brauch. Und einmal ist sie so stockhagel zu, dass man sie in der Karette heimführen musste. Und eine Frau Pfarrer hat gesagt, sie will auch mitkommen. Dann habe ich gesagt, es passt, aber Röteli saufen wir genau gleich, ob du da siehst oder nicht. Ja, sie trinke noch Wasser. Weißt du, Lia. Lia, ja. Aber die haben auch Platz, also da gibt es auch alkoholfreies Getränk. Ja. Nein, das ist so ein Brauch, wo sie sich eigentlich als 92-Jährige noch jedes Jahr freut, wieder auf den 1. Januar, wenn sie da mitgehen und mitziehen kann. Ja. Jetzt vielleicht nicht mehr an vorderster Front, aber doch noch voll dabei. Sobald sie ins Haus kommen, transportieren, haben wir jetzt haben sie mich abtransportiert in die also in Vermehren ab mit dem Auto. Aber wenn ich dann einmal im Haus drin bin, Röteli will ich halt. Wir können halbige Röteli machen, das Neujahr, jede Familie. Ja. Kennen die das? Aber es gibt jetzt kommt mir noch eine ganz lustige Geschichte in den Sinn. Letzten Mai, Juni ist dem Hitch gar nicht gut gegangen. Er war mal total verwirrt gewesen. Und ist dann da ein paar Mal mitten in der Nacht am Boden gefallen und ist dann nicht mehr aufgestanden. Und das Lieseli wollte dann einen Kalberstrick holen, im Bein zusammenbinden und so wieder aufs Bett aufzehren. Und das hat sie natürlich nicht geschafft. Und dann hat sie mir angerufen. Und dann kannst du mir nicht, ich bring den Ätti nicht mehr ins Bett, kannst du mir nicht helfen. Nach dem 2 habe ich gesagt, sicher, ich komme durch. Und dann haben wir den wieder aufs Bett tun, ja. Also auch da, noch wirklich so aus der Landwirtschaft. Die Beine zusammenbinden, oder wie man einen Hirsch, oder die Beine zusammenbinden mit einem Strick und dann so umziehen. Zuerst hat sie das probiert, oder? Bevor sie mir angerufen hat. Ja. Das ist Lieseli live. Wir hatten schon Nachbarn gehabt, aber wenn es nicht sein musste, ist man gar nicht gerufen. Weißt du? Aber ja, hey. Und wenn sie ruft Nacht, dann weiss jetzt muss ich durch. Ich muss nur den Namen sagen. Also nur den Namen sagen, ja, ist gut, dann kommt er schon. Ist das schon gut? Muss ich nur noch die Tür offen tun. Also es muss natürlich dann lachen, oder? Es ist an sich nicht eine hübsche Situation, aber gleich die Idee, die sie hat und wie sie das will handeln, das Problem, oder? Das ist Lieseli live. Und das finde ich faszinierend am Lieseli, ja. Das wäre ein Beispiel für viele Menschen, ja. Oh, man kann es auch haben. Ja, was ist so das Geheimnis, dass ihr seid ja schon, was hast du gesagt, 60 Jahre sind ihr zusammen? Ja, mehr, ja. Ja. Mehr. Mhm. Das sind wir ja. 66. 66 Jahre zusammen, ja. Ja. Was Das ist so ist viel zu viel, oder nicht? Das Geheimnis? Ja, was ist Ja, denk, so das Geheimnis? Was gibt das als Geheimnis? Er muss sagen, was da das Geheimnis ist. Ja, wir sind grundlegend mit Arbeit,
Vogelballlustig gewesen, dann hat man das Geheimnis so nicht so in Betracht gezogen. Wir Ja, haben wie- schon allerlei durchgemacht. Vielleicht zur Hochzeit. Und erlebt, allerlei, ja. Aber wir sind halbwegs durchgekommen, ja. Rücksicht nehmen aufeinander. Das wäre wichtig. Ja. Es war eine hübsche Zeit, ja. Wo wir noch zu halb haben können, ja. Aber weißt du, wenn wir zu Alp sind, oder auch auf die Jagd, man hat das Fee, allweg das Fee gehabt dazu. Im September, das war von Alp. Und da Ja, hat man das ja. Fee gehabt. Natürlich auch nicht so viel einfach gewesen. So hat man halt halbwegs gehabt. Da hat man auch sorgen müssen. Jawohl, das kann ich schon noch. Ja. Sag's mal. Ja, wie war das? Ja, gewesen? wo wir noch in der Schulzeit Du. mit der Krieg angefangen haben. Ja, aber ich glaube, da sind wir noch nicht sehr gewesen. Nein, aber angefangen hat es schon. Ja, ich bin halt wieder fort in Stellen und da zu Alp. Und Ja, da hat man einander halt wieder nicht gesehen. Und wieder wohl. Der hat wieder eine andere Liebste gehabt. ja, glaube ich nicht. Nein. Aber es war sicher gewesen für mich. Aber hast du mir nie gesagt? Ja, aber das war nicht so. Ja, ja. Ja. Nein, nein, wir haben es eigentlich gut. Ja, wir Gute haben und gut. schlechte Zeit. Gut sind wir geschafft miteinander. Schaffen haben wir beide. Und so ist es auch Wir verrückt müssen.